Es war einmal ein mächtiger König, der in England regiert hat. Es war ein guter König. Er hat zu den Armen und Schwachen geschaut und auf sein Wort war Verlass. An seiner Seite hatte er eine wunderschöne, gescheite Frau, die er über alles geliebt hat. Trotzdem hat ihnen etwas zum Glück gefehlt. Ein Kind. Wie sehr sie sich auch den Nachwuchs gewünscht haben, die Königin hat ihrem Mann keinen Nachfolger schenken. An seinem Hof hat sein Neffe gelebt. Es war ein anständiger, tapferer, junger, flotter Mann und so hat der König gewusst, wenn er einmal sterben wird sein Neffe sein ganzes Reich erben. Der König hat die Jagd geliebt. Darum ist er viel mit seinen Rittern und dem ganzen Gefolge auf die Jagd gegangen. Einmal, an einem wunderschönen Tag, ist der König mit seinem Neffen und dem Gefolge wieder unterwegs um zu jagen. Heute aber hat der König in einen dunklen Wald wollen, wo er bis zu diesem Tag noch nie war. Aus einem einfachen Grund. Weil man sich erzählt, dass in diesem Wald spuki. Doch heute ist es dem König gleich. Er wollte und musste in den Wald gehen, um zu jagen. Stolz ist der König mit seinem prächtigen Ross an der Spitze dieser Menschenmenge geritten und hat als erstes den besonderen Wald betreten. Neben ihm sein Neffe, hinter ihm sein Gefolge. Bis zum Mittag aber ist ihnen kein einziges Tier begegnet. Erst, wo die Sonne am höchsten gestanden ist, sieht der König plötzlich in weiter Entfernung einen grossen, majestätischen, weißen Hirsch. Den hat der König um jeden Preis wollen. Und jetzt ist die Jagd losgegangen. Die Hunde sind hintendrein, die Rosse hintendrein, Galopp, 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 Galopp hat's gemacht. Und das ist so den ganzen Nachmittag gegangen. Aber auf eigenartige Weise haben sie es nie geschafft, dem Hirsch wirklich näher zu kommen. Der Hirsch hat die Männer immer tiefer und tiefer in den Wald hineingeführt, bis es langsam dämmert hat. Und dann ist der Hirsch plötzlich spurlos verschwunden. Erst jetzt hat die Männer gemerkt, dass sie tief in den Wald geraten sind. Weil es bald dunkel war, haben sie beschlossen, dort das Nachtlager aufzustellen und zu übernachten. Am nächsten Tag haben sie nach einem Ausweg gesucht. Doch um sie herum hat es plötzlich nur noch Gestrüpp, Brombeersträucher mit Stacheln dran und andere Hindernisse gehabt. Kein Weg haben sie gesehen, kein Pfad, nicht einmal Tierspuren, gar nichts, wo ihnen geholfen hat, zur Orientierung aus dem Wald rauszukommen. Gegen Abend hat sie den Hunger und den Durst plaget. So mussten sie eine weitere Nacht in diesem sonderbaren Wald verbringen. Auch am dritten Tag haben sie sich wieder durch Gebüsch und Gestrüpp durchgekämpft. Die Diener vom König sind sogar auf die höchsten Bäume gestiegen, um vielleicht so einen Hinweis zu finden. Doch ausser Bäumen und Himmel haben die nichts gesehen. Endlich gegen Mittag, wo die Sonne wieder am höchsten gestanden ist, sind sie zu einer Lichtung gekommen. Bei dieser Lichtung ist eine grosse, alte Eiche gestanden. Zwischen den Ästen war eine alte Frau. Der König ist ganz nahe zu ihr geritten. «Hey du, weisst du einen Ausweg aus dem Wald?» «Ja, sicher weiss ich das.» «Also, den Sack, denn wir haben genug von dem Wald.» So, genug von dem Wald», wiederholt die Alte auf dem Baum die Worte vom König. Der König wird langsam ungeduldig. «Ich befehle es dir, ich bin der König von diesem Land.» «Ja, das mag wohl sein, dass du der König bist von diesem Land, doch in diesem Wald hast du nichts zu befehlen. Und ohne meine Hilfe findet ihr nicht mehr aus dem Wald.» «Gut, was willst du? Ich bin mächtig. Willst du Gold, Edelstein oder ein Schloss?» «Nein, solche Sachen interessieren mich nicht. Ich will nur eins, eine Antwort auf eine einzige Frage. Kannst du mir die richtige Antwort bringen? Seid ihr alle frei und ich helfe euch, wieder aus dem Wald zu kommen. Für die Antwort zu finden, gebe ich dir genau ein Jahr Zeit. Kommst spät oder gar nicht mehr, sind ihr alle verloren.
Und solange du die Antwort suchst, werden deine Leute bei mir bleiben. Aber wer sorgt denn für meine Männer? Das soll nicht dein Problem sein. Dein Problem ist, die richtige Antwort zu finden für meine Frage. Diesen Männern wird's gut gehen. Und? Bist du einverstanden? Der König überlegt. Er hat eigentlich keine Wahl, denn ohne fremde Hilfe finden sie tatsächlich nicht mehr aus dem Wald und sie haben weder Essen noch zu trinken auf Vorrat. Also gut, was willst du wissen? Ich will wissen, was Frauen sich am meisten wünschen. Kaum hat sie die Frage ausgesprochen, rutscht sie vom Baum oben runter, berührt den König und in dem Moment steht der König mit seinem Ross am Waldesrand. Aus dem Wald hört er nur noch rufen, Du hast genau ein Jahr der Zeit. und dann war still. Ganz betrübt reitet er heim zu seiner Frau und erzählt ihr die ganze Geschichte. Jetzt zieht der König durchs ganze Land und fragt die Frauen, was sie sich am meisten wünschen. Die eine will Schönheit, wieder andere schöne Kleider und Schmuck, Gesundheit, wieder andere wünschen sich ein Kind, der Segen von der Kirche, ein grosses Wissen, die einen wünschen sich einen Mann, während andere ihren Mann loshaben. Und. So geht es immer weiter. Und umso mehr Frauen der König fragt, umso mehr Antworten bekommt er. Und doch weiss er, dass keine von diesen Antworten die richtige ist. Die Zeit vergeht und das Jahr ist fast vorbei, um einen Tag nicht. Der König macht sich auf den Weg zu dem dunklen, verzauberten Wald. Nachdenklich überlegt er auf dem Weg dorthin, was er dieser Auto auf dem Baum zur Antwort geben will. Denn er weiss, dass die richtige Antwort unter diesen unzähligen Wünschen von all diesen gefragten Frauen nicht dabei ist. Auf dem Weg reitet er an x Bäumen, Sträuchern und Hecken vorbei und unter anderem auch an einem grossen Vogelbeerbaum. Als er bei diesem Vogelbeerbaum vorbeigeritten ist, meinte der König, eine Stimme gehört zu haben, die ihm zurufe, «Ich habe die gesuchte Antwort.» Der König hält sein Ross an, dreht es um und reitet zurück zu dem Vogelbeerbaum. Da sieht er tatsächlich am Fuß von dem Baum eine Gestalt. Er kann nicht recht erkennen, was es genau ist. Darum steigt er vom Ross und geht näher. Er verschrickt. Was er da sieht, stockt sein Atem. Vor ihm ist eine Frau so widerlich, so abstoßend und so grusig, wie er noch nie in seinem Leben gesehen hat. Er macht sofort einen Schritt zurück, da ein vermoderter und säuerlicher Geruch ihm in die Nase steigt. «Was weisst du?» sagt der König ganz gereizt zu dieser Gestalt. Ich weiss die Antwort, die ihr sucht. «Sag schnell, ich habe nicht mehr viel Zeit.» Langsam, edler Herr. Und die Frau kommt dem König wieder näher. Ich sage euch die Antwort, aber dafür will ich etwas. Und der König schudert es wieder von Neuem. «Ich bin reich und mächtig. Was willst du? Gold, ein Schloss?» Die Frau lacht nur über die Antwort. Ich weiss. Ich will weder Gold noch Ländereien. Ich will, dass einer von ihren edlen Männern mich zur Frau nimmt. «Unmöglich!» sagt der König entsetzt. Einen anderen Wunsch habe ich nicht. Es liegt euch, mit welcher Antwort ihr weiterreiten wollt. Der König kommt in Bedrängnis und fährt an zu überlegen. Wenn er die falsche Antwort bringt, sind alle verloren. Geht er jedoch den Handel ein, hat einer ein schweres Schicksal. «Also gut», sagt er resigniert. Sie winkt den König näher an sich hin und keuchte mit ihrem grusigen Atem die Antwort ins Ohr. Wo der König die Antwort hört, strahlt er. Er bedankt sich sogar, weil er weiss, dass das die Antwort ist, die die Alte im Wald hören will. Schnell steigt er auf sein Ross und macht sich auf den Weg zum Zauberwald. Am Waldesrand angekommen, steigt er wieder vom Ross und geht rein in den Wald. Kaum ist er drinnen, wird es um ihn herum wieder dichter und dunkler. «Wie finde ich bloß, meine Männer?» und geht einfach quer durch den Wald weiter. Doch gegen Mittag sieht er in der Weite wieder eine Lichtung. Dort angekommen,
trifft er seine Leute und seinen Neffen. Sie sind alle in einem sehr guten und gesunden Zustand. Es ist eine wahre Freude, einander wieder zu sehen. Und es geht nicht lang, ruft es von der Eichen oben runter. Und? Was wünschen sich Frauen am meisten? Der König geht in die Nähe von dieser alten Frau, stellt sich breitbeinig an und sagt: Ihre Selbstbestimmung. Das hat meine Tochter gesagt. Wer die Frau war, die mir die Antwort gegeben hat, weiss ich nicht. Aber sie hat dafür einen hohen Preis verlangt. Recht hat sie. Die Alte ist auf das aber wieder den Eichenbaum abgerutscht, hat ein paar seltsame Worte vor sich gemurmelt und gleich darauf steht der König mit seinem ganzen Gefolge und seinem Neffen mit samtnen Ross am Waldesrand. Aus dem Wald hören sie nur noch die Alte rufen: Euch Abenteuer soll euch eine Lehre sein und ich hoffe, dass ich euch nie mehr sehe in diesem Wald jagen. Nach diesen Worten war Schmucks Müsli still. Kurz darauf aber ist es laut geworden. Es war eine Mischung zwischen Dankbarkeit, Freude und Erleichterung. «Ruhe!» sagt dann plötzlich der König. «Das Ganze hat seinen Preis. Von dieser Gestalt, wo ich die richtige Antwort bekommen habe, will jetzt ihre Gegenleistung.» «Die Gestalt?» redet der König weiter. «Die Gestalt ist eine Frau, so abgrundtief hässlich und verwahrlost, so etwas abstoßend habe ich noch nie in meinem ganzen Leben gesehen. Und die Gegenleistung für die richtige Antwort ist, dass einer von euch sie zur Frau muss nehmen. Wäre ich nicht schon selber verheiratet, würde ich die schwere Bürde selber tragen.» Nach diesen Worten haben alle geschwiegen. Es ist eine unangenehme Stimmung entstanden. Es war ruhig. «Wo ist die Frau?» sagt dann plötzlich der Neffe. «Gehen wir zu ihr, denn immerhin haben wir alle dieser Frau unser Leben zu verdanken.» Ja, das hat auch der König gewusst, dass die Frau jetzt das Anrecht hat auf den vereinbarten Teil. Und so sind sie alle hinter dem König zu dem Vogelbeerbaum geritten. Wo sie bei diesem Baum angekommen sind, ist der vorderste Ritter kalt den Rücken abgelaufen bei dem Anblick von dieser Frau. Denn das Mal hat sie sich nicht versteckt, sondern ist dort gut sichtbar gestanden, gerade so, als hätte sie schon auf die Gefolgschaft und den König gewartet. Alle Männer, die schon verheiratet waren, haben einmal mächtig gedankt, dass sie schon vergeben waren. Es ist ganz ruhig geworden. Ja, so ruhig, dass es schon unheimlich gewirkt hat. Der Neffe, einer der Vordersten, hat dieser Frau tief in die Augen geschaut. In ihren Augen erkennt er einen grossen Schmerz und Trauer. «Dir haben wir das Leben verdanken. Ich heirate dich.» Du machst einen Scherz mit mir. Bist du nicht der Neffe vom König, der zukünftige Nachfolger? «Ja, das bin ich. Ich bitte dich, auf mein Ross zu steigen, dass wir gehen können.» Alle waren sprachlos. Während die hässliche Frau langsam zum Neffen gelaufen ist, um aufs Ross zu steigen, hört man plötzlich einen von seinen Freunden rufen: «Du bringst dich und uns alle ins Unglück!» «Wir alle verdanken dieser Frau unser Leben», sagt der Neffe auf den Vorwurf. «Entweder bedankt ihr euch bei dieser Frau oder ihr seid ruhig. Aber noch einmal mich oder meine Brut beleidigt, kommt es mit mir zu tun über.» Der Neffe war weit und breit der beste und tapferste Kämpfer im ganzen Reich. Und so hat niemand mehr etwas gesagt, nicht einmal der König. Aber der hat sich grosse Sorgen gemacht. Der Neffe hilft einer hässlichen Frau aufs Ross und auf das aber reiten sie alle niedergeschlagen zurück ins Schloss. Dort hat man alles für die Hochzeit vorbereitet. Eine Woche später hat sie stattgefunden. Wir haben quasi die Eheschliessung vollzogen, mehr auch nicht. Denn wirkliche Feststimmung ist keine aufgekommen. Das Brautpaar hat sich schon gleich ins Schlafgemach zurückgezogen, um dieser angespannten Situation nicht länger ausgesetzt zu sein. Der frühzeitige Rückzug vom Brautpaar war auch einfacher für die Gäste. Einerseits eine Erlösung, andererseits sie sind im Kummer, ja sogar im Entsetzen, heimgegangen. Die junge Brut legt sich sofort ins Bett. Der junge Bräutigam steht am Fenster und schaut raus. Jetzt wäre er auch lieber bei seinen Kollegen im Wald gewesen, als zu dieser hässlichen Frau ins Bett steigen. «Warum kommst du nicht ins Bett?»
mein Liebster, sagt er plötzlich eine sanfte Stimme. Er dreht sich um und sieht im Bett eine wunderschöne Frau. »Wer bist du?« Ganz verwirrt starrt er die zauberhafte Schönheit im Bett an. »Ich bin deine Frau. Und so, wie du mich jetzt siehst, ist eigentlich meine wahre Gestalt. Indem du mich geheiratet hast, hast du mich zur Hälfte erlöst. So kann ich von jetzt an die halbe Zeit in der wahren Gestalt bleiben und in der anderen Hälfte vom Tag in der hässlichen. Du kannst bestimmen, ob ich in der Nacht oder über den Tag in dieser jetzigen Form erscheinen soll. »Natürlich in der Nacht mit mir!« Und will sie gerade in den Arm nehmen. »Wart«, wehrt sie ab. »Wenn du das wirklich willst, dann bin ich über den Tag hässlich und werde zum Gespött vom ganzen Hof und du auch. Willst du das?« »Oh nein, verzeih mir, ich habe nur an mich gedacht.« »Aber dann bin ich in der Nacht mit dir, in der hässlichen Gestalt. Willst du das?« Wieder verneint er und schüttelt verzweifelt den Kopf. »Was weiss ich schon, was richtig und falsch ist? Die Frage betrifft ja dich selber am meisten. Bestimm du, was für dich einfacher ist in dieser sonst schon schwierigen Situation.« In dem Moment strahlt sie über das ganze Gesicht und ihre Augen leuchten vor Freude. »Du bist wirklich der richtige Mann. Indem du mir die Entscheidung überlassen hast, hast du mich ganz erlöst.« Die beiden sind sich auf das aber in die Arme gefallen und Tränen vor Freude sind nur so gelaufen. Dann haben sie zusammen eine wunderschöne Nacht miteinander verbrungen, voller Liebe und Leidenschaft. Am nächsten Tag sind sie zum Königspaar gegangen. Wo sie die Schönheit in der Begleitung von ihrem Neffen gesehen haben, sind sie verwirrt und erstaunt zugleich. »Was für eine Frau ist das an deiner Seite?« wollte der König wissen. Auf das aber erzählt ihm der Neffe, was in dem Schlafgemach gestern passiert ist. Er hat sich aufgerichtet vor dem König, sich verneigt und dann angefangen zu reden. »Ich habe mich vom äußeren Erscheinungsbild täuschen. Hinter dieser abgrundhässlichen Frau ist eigentlich die Schönheit gewesen. Der Schmerz in ihren Augen, damals beim Vogelbeerbaum, und dass sie uns alle im Wald gerettet hat dazu geführt, dass ich sie geheiratet habe. Doch erst, als ich vor einem weiteren, wichtigen Entscheid gestanden bin, womit sie mich im Schlafgemach konfrontiert hat, habe ich ihr die Selbstbestimmung überlassen. Das hat dazu geführt, dass sie jetzt in dieser wahren Gestalt zurückverwandelt ist und auch so bleibt.« Mit so etwas hat der König auf keinen Fall gerechnet. Hohe Freude über die Wandlung haben sich seine Bedenken, die er hatte, über die Ungestalt an der Seite von seinem Neffen und zukünftigen Nachfolger jetzt auch erledigt. Im Gegenteil, er war überzeugt, dass die Nachfolge, sein Erbe, niemand besser weiterführen kann als die beiden. Am nächsten Tag hat man die unerwartete Botschaft im ganzen Land verkündet. Freude und Überraschung war riesig. Gleich darauf ist noch einmal eine Hochzeit abgehalten worden. Und das Mal hat das ganze Land mit ihnen gefeiert. Es hat ein grosses und freudiges Fest gegeben, mit viel Musik, Tanz und Glanz. So haben die zwei noch viele Jahre glücklich und zufrieden miteinander gelebt. Und wenn sie noch nicht gestorben sind, dann leben sie heute noch.